Hey, ich möchte mit einem Gleichnis starten. Und zwar, könnt ihr das gut vorstellen, bei dem Wetter, ein Mann, sagen wir mal mit Glatze, liegt irgendwo in der Hitze am Strand. Vor ihm ist so das schön kühle, türkisblaue Wasser. Er liegt auf dem Tüchli und die Sonne fängt so ein bisschen an zu bräteln. Und er kommt immer wie wärmer rüber, oder? Wird immer wie wärmer. Oh, that's okay. Thank you. Okay. Genau. Wird immer wie wärmer, wird immer wie heißer, fangen an, so ein bisschen die Schweißperlen von der Glatze abzutropfen. Und dann merkt er, weißt du, jetzt brauche ich glaube eine Erfrischung. Und dann läuft er auf das schöne Wasser zu, auf den Ozean, läuft her. Und kurz vor dem Wasser stoppt er, macht so die Hand ins Wasser, nimmt so ein bisschen Wasser, das meiste wieder davon nimmt, und tut so ein bisschen auf seine Glatze tröpfeln und geht wieder herliegen. Und das macht er so 3, 4, 5, 6 Mal. Und merkt so, boah, es ist einfach richtig, richtig heiß. Und dann sieht er, draussen im Meer, so 50 Meter weiter draussen, ist einer am Baden, am Reintauchen, am wieder raufkommen und hat einfach Freude und in die Wellen reingekommen und ist am Geniessen. Und der ruft ihm zu, hey, du musst unbedingt da rauskommen, es ist richtig schön erfrischend in diesem Meer. Und der Mann steht auf und fängt so langsam an, in das Wasser hineinzulaufen. Jetzt das Gleichnis, ich möchte das direkt erklären. Das Gleichnis ist der Simon und die Psalmen. Für mich sind Psalmen mega lang. Also ein Buch in der Bibel war, wo ich wusste, es gibt so 1, 2 coole Psalmen, die ich cool finde, die ich gerne lese. Und dann gibt es ganz viele so schöne Sprüche, die kann man aus dem Kontext herausnehmen und dann kann man sie auf eine Karte schreiben oder in einem SMS jemandem verschicken. Aber das war so für mich so der Umfang der Psalmen, wie ich die in meinem täglichen Glaubensleben und Gebetsleben gebraucht habe. Wenn ich ganz ehrlich mit euch sein darf. Ich liebe Paulus, oder? Der sagt schwarz-weiß, Theologie, hier systematisch, schön von oben runter. Da weiss man, woran man ist. Ich liebe die Evangelien, die Geschichtsbücher, da kann man irgendwas mitnehmen. Aber ich bin vom Typ her jetzt jemand, so Poesie und so seine Gefühle und deine Gedanken, die interessieren mich relativ wenig. Einfach so vom Typ her, von der Veranlagung her. Und ich bin aber am Reifen und am Wachsen, Gott sei Dank. Und so ein bisschen am Kennenlernen und am Warmwerden, dass die Sachen ein mega Schatz sein können. Und der Mann, der mir zugerufen hat im Meer innen, das war nicht Jesus, das ist mal für einmal die falsche Antwort, der schwimmt noch viel weiter raus, sondern es war der Tim Keller. Ein paar von euch kennen vielleicht den Tim Keller, er ist jemand, der von sich selber sagt, und ich weiß nicht, ob müssen wir seine Frau mal fragen, ob es wirklich stimmt, aber er hat über Jahrzehnte jeden Tag mit den Psalmen gebetet und ist so in diesen Psalmen eingetaucht gewesen. Und ich habe mir nachher von ihm ein Buch gekauft, das ist so ein Andachtsbuch, wo einfach jeden Tag ein kurzer Psalm drin steht, oder ein Teil von einem Psalm, dann eine Erklärung von Tim und von der Kathy, von seiner Frau und unten ein kurzes Gebet. Eignet sich super als so WC-Lektüre, so von der Länge her. Genau, too much information heute Morgen. Aber ich habe mir das schon 4 Mal gekauft. 2 Mal für uns und 2 Mal zum Weiterverschenken, weil es einfach für mich hat es so ein bisschen geholfen, langsam in das Wasser reinzulaufen. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich bin vielleicht da, bei den Knöcheln, so tief bin ich in den Psalmen drin. Also ich bin irgendwie am Kennenlernen und so richtig am irgendwo den Geschmack dafür überzukommen, aber ich habe entdeckt, dass da etwas ist, wo unser Glaube und unser Gebet kann mega stärken und kann mega eine Richtung geben. Und ich möchte so ein paar Worte vorlesen von Tim Keller, die er am Anfang von seinem Buch aufgeschrieben hat. Dort steht, die Psalmen waren das von Gott selbst inspirierte Gesangbuch für den öffentlichen Gottesdienst im alten Israel. Die Psalmen wurden nicht nur gelesen, sondern gesungen und prägten sich daher den Menschen in Geist und Vorstellungskraft ein, wie nur Musik es vermag. Herz und Fantasie der Menschen waren so von den Psalmen durchtränkt, dass es nicht überrascht, dass die Menge Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem spontan mit einem Psalmvers begrüßt. Im Mittelalter stellten die Psalmen den Teil der Bibel dar, der den meisten Christen wohl am vertrautesten war. Und falls ein Laie überhaupt ein biblisches Buch besaß, dann war es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Psalter. Alle großen Theologen und leitenden Kirchen, Männer und Frauen, waren überzeugt, dass jeder Christ in seinem persönlichen Reden mit Gott die Psalmen täglich beten sollte und dass sie auch im öffentlichen Gottesdienst ihren Platz haben müssen. Wir sollen die Psalmen nicht einfach lesen, wir sollen in sie eintauchen und so in sie versenken,
dass sie unsere Beziehung zu Gott formen und prägen. Die Psalmen sind der Weg, den Gott selbst uns weist, um zu lernen, wie unser Gott angebetet sein will. Das war ein langer Text. Sorry, falls ihr die Aufmerksamkeitsspanne herausgefordert habt mit dem. Aber der Tim Keller malt so ein Bild von den Psalmen, wo eben mehr ist als einfach nur Wort. Ich habe heute Morgen der Stina gesagt, also für mich sind Psalmen, oder je länger sie mehr werden, Psalmen nicht zu einem Wort, sondern zu einem Ort, wo wir Gott irgendwo begegnen können. Wo wir ins Gespräch kommen mit Gott und lernen zu beten. Und unser Ziel mit dieser Serie von den Psalmen, Lieder für das Leben, ist nicht einfach euch ein bisschen über das Wasser zu erzählen oder ein bisschen Theorie zu geben, wie das zusammengestellt ist und was mit dem funktioniert, sondern eine gegenseitige Ermutigung. Komm, wir laufen ein paar Schritte in das Wasser rein. Und wir haben uns als Serienziel aufgeschrieben, wir wollen von den Psalmen lernen, wie wir unser ganzes Leben, vom tiefsten Klagen bis zum höchsten Lob, ehrlich vor Gott aussprechen können und seine erfrischende Gegenwart im Alltag neu erfahren können. Also unser Ziel ist, dass wir das zusammen erfahren können, erleben und zusammen eintauchen können. Und ich möchte euch am Start dieser Serie ermutigen und einladen, die nächsten paar Wochen, wenn ihr mögt, uns zu begleiten auf dieser Reise. Und vielleicht könnt ihr das Buch, das gibt es auf Deutsch, das ist die englische Version, gibt es beim Next Steps Desk. Es gibt auf YouVersion ganz viele coole Pläne. Oder, wenn ihr eine Bibel habt, könnt ihr einfach die Bibel aufschlagen und anfangen, Psalmen zu lesen als Teil vom Gebet. Und das ist unser Wunsch, unser Herz ist nicht einfach nur Theorie zu vermitteln, sondern zusammen ein bisschen von den Psalmen lernen, wie wir beten können. Und das werden wir so in 4 Teilen anschauen. Wir haben kürzlich im Team darüber diskutiert, dass es Menschen gibt, denen hilft, eine ganz klare Struktur zu haben und zu wissen, was uns dann erwartet. Also hier ist die Struktur von unserer Serie, damit ihr wisst, was die nächsten 4 Sonntage oder in dieser Serie auf euch zukommt. Der Teil 1 heute ist die Psalmen und die Bibel. Es ist ein bisschen Theorie und ein bisschen Struktur. Alle Nerds werden, glaube ich, einiges davon lieben. Der Teil 2 ist Psalmen und Emotionen, was darum geht, warum braucht denn die Bibel Poesie und was machen die Bilder mit unserer Seele und unserem Herz. Teil 3 geht es um Psalmen und Jesus, seine Beziehung mit den Psalmen, wie hat er sie gebraucht, wie hat er sie gelebt, wie haben sie ihm geholfen und wie deuten sie auch immer wieder auf ihn vorwärts. Und im Teil 4 geht es um Psalmen und uns. Geht es um die Kirchengeschichte, wie haben Psalmen der Kirche immer wieder geholfen, wie kann es uns heute helfen in unserem Gebetsleben. Also so viel zur Übersicht. Und jetzt möchte ich noch so zum Start von der Serie so ein bisschen den Steckbrief von den Psalmen noch mitgeben, so einen Überblick. Vieles davon werdet ihr wahrscheinlich schon wissen und kennt ihr schon. Und trotzdem ist es noch gut, um sich von Anfang an bewusst zu sein, okay, das ist das Psalmenbuch. Das erste ist der Name, Psalm. Weiss jemand, was Psalm bedeutet? Das ist sicher schon oben. Ja, er ist schon oben. Okay, kann ich eine ehrliche Antwort von euch bekommen. Psalmen kommt vom griechischen Wort Psalmos. Und das hat früher das Zupfen von einer Instrumentensaite bedeutet. Also wenn man eine Instrumentensaite gezupft hat, hat das anscheinend Psalmos geheissen, ist aber nachher je länger einfach umgangssprachlich gebraucht worden für ein Lied, das mit Saiteninstrumenten und mit Instrumenten begleitet wird. Im Hebräischen heisst es übrigens Tehillim und das bedeutet Lobpreisung. Und es ist auch spannend, dass das Buch Lobpreisung heisst, weil wir werden es im Verlauf der Serie sehen, es hat auch ganz viel andere Sachen als Lob in den Psalmen. Ganz viel Klage, ganz viel Schmerz, ganz viel Wut, wo der Platz hat. Aber in der Essenz ist es ein Buch vom Lob für Gott. Das nächste ist das Genre oder die Gattung vom Buch der Psalmen. Wenn man es jetzt so vereinfacht zusammenfassen müsste, geht es um antike hebräische Musikpoesie. Also ganz vieles davon waren Lieder, die im Gebrauch waren in der Anbetung. Das lesen wir zum Teil an anderen Stellen, auch bei Jesus, dass die Psalmen gesungen worden sind, in gewissen Festen, in gewissen Momenten vom Volk Israel. Und dann das nächste ist die Entstehung des Psalmenbuch. Das werden wir heute noch ein bisschen zusammen anschauen. Das ist so einer der Hauptpunkte von heute. Ist, dass das Psalmenbuch aber nicht einfach nur so vom Himmel herabgefallen ist, sondern über einen ganz langen Prozess zusammengestellt worden ist. Dass es zuerst Einzelsammlungen gegeben hat, die jung waren, und dann sind die wieder zusammengebracht worden, sind irgendwo noch ergänzt worden und so zusammengestellt worden. Es ist ein wunderschönes Bild und auf Gott herdeuten. Viele von den Psalmen sind so ein bisschen aus dem ersten Tempel, aus der ersten Tempelzeit, also die Zeit von David und von Salomon.
dort hat natürlich so angefangen, als wir den Tempel hatten, hat man angefangen, richtig so Worship-Lieder zu singen. Da ist so das Musik machen und das Liederschreiben so richtig zum Aufbruch gekommen. Das heisst, vieles stammt aus dieser Zeit. Zu den Autoren, ich weiss, man fühlt sich jetzt ein bisschen in der Schule, gell? Fühlt sich ein bisschen in der Schule? Okay, aber es soll ein bisschen helfen, um uns ein bisschen Fundament zu geben, dass wenn wir jetzt die nächsten 4 Mal in die Psalmen hineingehen, dass wir so ein bisschen das gleiche Fundament zusammen haben. Genau. Die Autoren habe ich da schnell aufgeschrieben, die verschiedenen Autoren, die wir wissen, die die Bibel so nennt. Fast die Hälfte ist vom König David. Dann hat es andere, der Asaf und Korachiter, das waren bekannte Musiker im ersten Tempel. Dann hat es Psalmen von Salomo und ein Psalm von Mose. Dann hat es Psalmen von Heman und von Ethan. Und etwa fast ein Drittel von allen Psalmen ist anonym geschrieben. Also da wissen wir nicht genau, woher die kommen oder wer die geschrieben hat. Und das Coole an dem ist, wenn wir das so uns bewusst sind, dass da Psalmen von Mose drin sind, Psalmen von Salomo, Psalmen von David, Psalmen von den Korachiten und von anderen, dass es ein Bild malt vom Gebetsleben, wo eben über eine ganz grosse Spanne von Zeit und von Menschenleben irgendwo berichtet. Es ist nicht einfach nur das Gebetsleben von David, das wir da kennenlernen, sondern von unterschiedlichsten Menschen über Jahrhunderte von der Geschichte vom Volk Israel. Und das Letzte, bevor wir nachher ein bisschen einsteigen in den Teil von heute, ist die Rolle der Psalmen, vom Buch der Psalmen im Alten Testament. Im klassisch jüdischen, in der Gliederung vom Alten Testament gibt es so 3 Teile. Es gibt Tora, also das Gesetz von Mose, die ersten 5 Bücher. Dann gibt es Propheten, das ist das, was wir Geschichtsbücher und Propheten würden nennen, das ist der 2. Teil. Und der 3. Teil, das sind die Schriften. Und dort ist Psalmen das erste Buch von dem 3. Teil. Und es markiert so ein bisschen den Übergang von der Offenbarung von Gott zu der Antwort der Menschen. Wo plötzlich auch aus der Perspektive der Menschen gezeigt wird, wie denn die Beziehung aussieht. Und hat darum ganz eine spezielle Rolle. Genau, so viel zum Überblick. Jetzt möchte ich einen Satz vom Bible Project vorlesen, vom Bibelprojekt, wo das ziemlich gut so ein bisschen in einem Satz zusammenfasst. Das Bibelprojekt sagt folgendermaßen: Das Buch der Psalmen ist eine kunstvoll zusammengestellte Sammlung von 150 antiken hebräischen Gedichten und Gebeten mit einer sehr bewussten und übergreifenden Struktur. Und heute möchte ich mit euch zusammen das bewusste und übergreifende Struktur ein bisschen anschauen. Und das ist zum Teil einfach spannend und cool zu wissen, dass die Psalmen nicht einfach zufällig so zusammengemischt worden sind, sondern dass es eine ganz bewusste Struktur drin hat. Und es gibt den einzelnen Psalmen manchmal auch noch ein bisschen mehr Bedeutung oder einen Zusammenhang, um zu verstehen, hey, was spielt denn vielleicht das für eine Rolle im Spannungsbogen vom ganzen Psalmenbuch. Jetzt will ich aber noch einmal erinnern, so vor, was wollen wir sagen, 20, 25 Jahren ist so das CD-Brennen top aktuell gewesen. Ein paar nicken, wissen das auch noch. Ich weiß gar nicht, ist das damals legal gewesen, das haben wir alle gemacht. Und ich habe, wie viele von uns wahrscheinlich, so meine Lieblingslieder auf eine CD gemacht. Das hat mir regelmäßig gemacht, haben wir nach einem Jahr wieder eine neue gemacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, und ich habe sie natürlich nicht mehr gefunden, aber ich glaube, dass es bei mir eine ganz zufällige Mischung war von Liedern. Ich glaube, da habe ich Gölle und Black Eyed Peas und Red Hot Chili Peppers und Plüsch irgendwie durcheinander auf die CD gepackt und da ist Highway gekommen und dann ist irgendetwas anderes gekommen. Aber echt absolut Zufall. Einfach so, das sind coole Lieder, die packe ich da drauf und dann kann ich meine Lieblingslieder hören. Und die Psalmen sind eben gerade nicht so eine CD. Psalmen sind eben nicht, dass einfach die Leute gesagt haben, das Lied finde ich noch cool und dann, da ist noch das Gebet vorgekommen von David, das haben wir auch noch drin, wursteln wir alles zusammen, schütteln es und dann ist das Buch der Psalmen. Sondern was viele Theologen und was viele Leute, die sich intensiv mit den Psalmen behandeln, merken, ist, dass es eine ganz klare Struktur hat, die uns so helfen soll. Und dass eigentlich, und das finde ich eine Challenge, das Buch der Psalmen möchte von vorne nach hinten gelesen werden. Also das, was ich kenne, ist so, eben, hier nehme ich ein Vers raus, das ich cool finde heute, und dann da komme ich irgendein Vers raus, diesen Teil streiche ich raus, weil den finde ich herausfordernd. Ich gehe so ein bisschen mit den Psalmen um, dann mal vorne, mal hinten, mal googlen, so ein bisschen random in den Psalmen unterwegs. Und eigentlich lohnt es sich, das Psalmenbuch mal so als Gesamtes anzuschauen.
Und das möchte ich jetzt mit euch heute Morgen machen und so ein paar Einblicke geben. Und wie gesagt, es ist ein bisschen nerdy, aber ich hoffe, dass es nicht einfach nur spannend ist, sondern dass wir euch noch in dem Innen nachher den Ort entdecken, wo wir dafür erfrischt werden von Gott. Wenn wir verstehen, was da Wunderschönes uns gegeben worden ist, was für ein Schatz das ist, dass wir in dem Innen immer wie näher ans Herz von Gott herkommen. Wir werden so ein bisschen aus der Vogelperspektive über alle Psalmen schauen und dann immer mehr reinzoomen. Und am Schluss kommt dann Stina und liest uns dann bettend einen Psalm vor, wo wir miteinander ganz nach herzoomen und einen Psalm ein bisschen wirken und zusammen beten. Also ich möchte euch mitnehmen auf die innere Struktur des Psalmenbuch. Und das Erste, was euch vielleicht schon aufgefallen ist, wenn ihr eure Bibel leset, ist, dass Psalmen 5 Bücher, es gibt 5 Bücher in den Psalmen. Das ist in der meisten Übersetzungen ist es sogar reingeschrieben, Buch 1, Buch 2, Buch 3, Buch 4, Buch 5. Das ist so in 5 Bücher unterteilt. Und eben die Entstehung davon ist, dass es ganz bewusst sind da verschiedene Einzelsammlungen zusammengestellt wurden, um irgendwo eine größere Geschichte zu erzählen. Und 5, warum 5 ist, es ist nicht genau überliefert, warum das genau so ist, aber es gibt viele Sachen, die man erahnen kann. Zum einen ist es sicher eine Parallele zu der Tora, zu den 5 Büchern Mose. Spiegelt es irgendwo so das 5-fache wieder. Der Start vom Gesetz von Gott, das 5-fache und dann die 5-fache Antwort vom Menschen, das Gebet. Und der Eugene Peterson hat gesagt, für ihn ist es wie so 2 Hände, die zusammenkommen und gefaltet werden zum Gebet. Und ich finde das irgendwie noch ein schönes Bild. Also die Psalmen und die Tora, das Gesetz und das Gebet, die zusammenkommen und das führt zu Anbetung und Intimität. Also das ist sicher der eine Aspekt, ist die Parallele zu der Tora. Das andere ist, dass die Bücher jeweils auch ein bisschen thematisch und inhaltlich einen anderen Fokus haben. Dass wenn wir ein bisschen hineinschauen, dass wir sehen, dass wie innerhalb der Psalmen eine Geschichte erzählt wird. Und das werden wir in anderen Momenten noch ein bisschen genauer anschauen. Aber ich gebe euch so die Stichworte. Psalmbuch 1, da geht es sehr stark um den David. Das ist das Buch von David, wo wir fast ausschließlich Psalmen von David haben. Und ich finde das noch cool, wir können in den Büchern Samuel und Chronik und so können wir Geschichten von David lesen von außen, die Aussenperspektive. Und dann in den Psalmen können wir lesen, was hat es denn bei ihm innen gemacht, als er verfolgt wurde. Was hat es bei ihm innen gemacht, als er in der Höhle war und seine Männer ihn ermutigt, ihn umzubringen. Und es gibt wie eine andere Perspektive ins Innenleben von David. Das Buch 2, da geht es stark um den Salomo und um die Hoffnung. Das ist ein sehr hoffnungsvolles Buch. Im Buch 3 das ist ein dunkles Buch, da geht es um das Exil, geht es um das Schrecken vom Exil. Und es ist nie, also muss ich schnell sagen, es ist nie ausschließlich alle Psalmen geht es nur um das, aber es ist so ein Muster, das man drin entdeckt. Und das Buch 4 ist nachher so ein Rückblick auf das Exil, so eine Antwort darauf. Was machen wir jetzt mit dem? Haben wir noch eine Hoffnung? Gilt das Wort von Gott noch, das wir hatten? Und das Buch 5, das sind nachher ganz viele Festlieder. Lieder, die regelmäßig gesungen worden sind. Wallfahrt, wenn man nach Jerusalem raufgeht, oder an besonderen Festen oder Einsetzung von Königen, da hat es ganz viel von dem drin. Genau, jetzt ein weiterer Hinweis, dass es ganz bewusste Struktur ist, dass es sogenannte Buchschlüsse gibt, oder so Nahtstellen gibt. Die hat man noch so hergeneigt. Ich habe das probiert, das ein bisschen optisch zu zeigen. Am Schluss von jedem Buch, bevor es in das nächste Buch kommt, findet man, und das könnt ihr mal, wenn ihr es spannend findet, mal nachlesen, finden wir immer fast Wort für Wort. Also bei 3 von denen ist es wirklich fast Wort für Wort. Bei einem ist es ein bisschen ausführlicher. Aber fast Wort für Wort so ein abschließendes Amen, Amen, gelobt sei der Herr Israel. Und das deutet darauf her, dass es eben ganz bewusst ist, hey, hier endet ein Abschnitt von diesem Buch. Hier kommt etwas Neues rein. Und ermutigen wir euch, das mal nachzulesen, wenn ihr das möchtet. Ich habe es im Predigtkonzept der Bibelstellen, glaube ich, ausgeschrieben. Und sonst steht ihr einfach Blätter, bis ihr am Ende von einem Buch seid. Genau, und das Buch 5 hat keine kleine Doxologie, heissen die, griechisches Wort, eine Lobpreisung, sondern das Buch 5 endet mit einer riesigen Doxologie, mit einem riesigen Lob. Der Joni hat vorher einen Psalm daraus vorgelesen, der Psalm 146. Es sind 5 Psalmen, wieder 5, wo es nur noch Lob drin hat. Jeder Psalm startet mit Halleluja und jeder Psalm endet mit Halleluja. Und Halleluja, das habe ich nicht gewusst, das habe ich in der Vorbereitung gelernt. Halleluja, Halleluja ist eine Aufforderung zum Preisen und Ja ist natürlich die Abkürzung für den Namen Jahwe. Also Halleluja heisst jedes Mal lobet Jahwe, preiset Jahwe.
Und die letzten 5 Psalmen, das ist voll vom Lob. Also der allerletzte Psalm 150 ist nur noch, ich habe es heute mit dem Johnny schon angeschaut, ist nur noch, Lob den Herr, lobt den Herr, lobt den Herr, lobt den Herr. Alles, was Atem hat, lobt den Herr. Also das Buch endet mit 5 Psalmen voll vom Lob. Wo alles, was vorher war, all die Verunsicherung, all die Angst, all die Wut, all die Klage, irgendwo im Lob endet. Und dann etwas Drittes, und dann haben wir es dann fast geschafft. Fast, ja, stimmt nicht ganz, aber es gibt ein bisschen Hoffnung zwischendrin. Etwas weiteres ist das Doppelportal. Das ist der Start der Psalmen. Das ist Psalm 1 und Psalm 2. Psalm 1 und Psalm 2 die markieren so den Start, so den Eingang ins Buch der Psalmen. Jetzt, wenn ihr in der GVC schon Zeit unterwegs seid, dann haben wir auch schon über Psalm 1 geredet, über die Rolle von Psalm 1 als Übergang und wie wichtig das ist. Aber ich habe irgendwie nochmal neu gemerkt, hey, es ist Psalm 1 und Psalm 2, wo gemeinsam so der Start, so die Eröffnung in den Psalter hinein sind. Es sind so wie 2 Säulen, die ein paar Aufgaben und ein paar Rollen haben, die ich jetzt gerne mit euch zusammen anschauen. Mögt ihr noch? Gut, sehr gut. Wenn es so ruhig ist, weisst du nie, sind alle eingeschlafen oder ist man am Zulassen? Genau. Also ich möchte mit euch zusammen Psalm 1 und 2 und ihre Rolle im Psalmbuch ein bisschen anschauen. Und ich sehe schon, es sind schon Leute so am Schauen. Ich müsste es gar nicht lesen können. Es war nicht das Ziel mit dieser Folie. Ich habe es ganz bewusst, ich habe es Susanne gesagt, didaktisch absichtlich. Ich müsste es nicht lesen können. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt an diesem Punkt die Wortwahl anschauen, sondern ich möchte ein paar grundlegende Sachen mit Psalm 1 und 2 euch zeigen, die ich spannend finde, die für mich irgendwie eine Faszination für das Buch der Psalmen auslösen. Das Erste, was beide gemeinsam haben und was ich vorher schon erwähnt habe, was speziell ist. Sieht man das? Sehr gut. Das Erste ist, dass sie beide keine Autorenangabe haben. Beide haben keinen Beschrieb, beide starten nicht mit einem Psalm von David in dieser und dieser Situation geschrieben, sondern sie werden einfach vorangestellt. Wie ich schon gesagt habe, das Buch 1 ist sonst fast komplett Psalmen von David, aber 1 und 2 sind ganz bewusst nicht mit einem Autor versehen, sondern sie dienen wie als Eingangstür in den Psalter hinein. Das Zweite, was mega spannend ist, jetzt hoffe ich, meine Zeichnungskünste versagen da nicht. Wisst ihr, was das ist? Das ist die Silhouette von einer Person. Das Zweite, was mega spannend ist, ist, dass sie extrem unterschiedlich sind von der Perspektive und vom Fokus. Das eine soll die Weltkugel sein, das andere das Herz von einer Person. Psalm 1 ist ganz ein intimer, ganz ein ruhiger Psalm, der tief hineinschaut ins Herz und in die Seele von einem Menschen. Der beschreibt, hey, über was denkt jemand nachher? Auf was richtet jemand sein Herz aus? Und Psalm 2, werden wir nachher zusammen lesen, der Psalm 2 ist ganz anders. Beim Psalm 2 zoomen wir raus und wir schauen auf die Welt. Wir schauen auf das Weltgeschehen und es ist dynamisch und es passiert viel und es ist irgendwie gross und weit und mächtig. Also ganz ein anderer Fokus von Psalm 1 und Psalm 2. Und etwas Drittes bei dem Eingangsportal zu den Psalmen ist, dass es zwei, oder vielleicht die 2 wichtigsten Themen, die sich durch die Psalmen durchziehen, uns vorstellt und die wir immer wieder sehen. Und zwar ist es zum einen im Psalm 1, Tora, die Weisung von Gott, das Gesetz, wo beschrieben wird, wie schön das ist und wie gut und wie lebensbringend das ist. Und im Psalm 2 gibt es ganz einen anderen Fokus, und zwar den Messias. Im Psalm 2 geht es darum, im Angesicht von dieser Welt und von allem, was läuft, die Hoffnung, die das Volk Israel hatte und hat, dass eines Tages wird der König kommen, der wird regieren, für immer regieren. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe der ersten 2 Psalmen im Buch der Psalter. So 2 Themen festzulegen, das Intime zu zeigen, das Grosse zu zeigen, und all das hat Platz
in den Psalmen inne. Und was ich jetzt gerne machen möchte, ist ein bisschen weiter reinzoomen zum Psalm 2. Ich möchte mit euch zusammen so ein paar Sachen vom Psalm 2 anschauen. Und nachher wird dann Stina kommen und wird den Psalm mit uns lesen. Und es geht nicht darum, dass wir der Stina zulassen und schauen, wie schön sie lesen kann, sondern dass wir zusammen den Psalm können. Zusammen den Psalm zu unserem eigenen Gebet machen. Zusammen probieren, uns in diesen Worten zu finden und zu sagen, okay, was ist das für ein Gebet für mich heute? Was bedeutet das für mich? Und damit wir das machen können, möchte ich so ein paar so ein bisschen den Überblick geben, was so Themen sind vom Psalm 2. Und wieder, es ist nicht das Ziel, dass ihr es lesen könnt. Wenn ihr es lesen könnt, dann super, schön für euch. Aber wir werden es nachher ganz schön detailliert und fokussiert lesen. Aber ich möchte euch 4 Abschnitte zeigen. In dem Psalm 2. Der Psalm 2 startet mit dem Blick auf die Welt. Und wir lesen da von Nationen, wir lesen von Völkern, wir lesen von Königen, wir lesen von Machthabern. Und es schaut auf die Welt und es sieht so das Bedrohliche und das Beängstigende. Ich schreibe da mal her, eine Bedrohung. Es schaut auf die Welt und es nimmt wahr, dass es Sachen gibt, die scheinen eine riesengroße Bedrohung zu sein. Die uns Angst machen können. Und manchmal lesen wir so Psalmen und denken so, ja, Nationen, Völker, Könige, Machthaber, ja, vielleicht der Trump und der Putin und der Elon Musk, was auch immer, aber jetzt nicht wirklich mein Leben, vielleicht nicht so relevant heute, oder? Für die Juden dazumal war das ihr Alltag. Also wenn sie es geschrieben haben, die sind tatsächlich von einer Nation nach der anderen, von einer Macht nach der anderen ausgebeutet worden, unterdrückt worden. Das war ihre erlebte Realität. Also wenn wir die Geschichte vom Volk Israel lesen, klar hat es gute Zeiten gegeben, aber ganz, ganz viele Zeiten sind sie dominiert worden von anderen Nationen. Und das lässt sich in den Schluss kommen, hey, es scheint, als ob all die anderen Nationen, die Könige, die Nationen, die Machthaber, dass die tatsächlich die sind, die zu sagen haben auf dieser Welt. Es scheint, dass Waffen, dass Rösser, dass Schwerter die Welt regieren. Es scheint, dass Könige, die sich zusammentun, die höchste Macht auf unserer Welt sind. Das ist ihre Realität, wenn sie ihre Welt anschauen. Und vielleicht ist es bei uns etwas anderes, vielleicht ist es bei dir dein Konto, vielleicht ist es bei dir Gesundheit und die Diagnose, wo du das Gefühl hast, hey, das dominiert und bestimmt mein Leben. Das ist das, was Macht hat über mich. Und ich fühle mich bedroht, vielleicht habe ich sogar Angst vor dem. Und das ist eine Realität, wenn ich mein Leben anschaue. Das sind Sachen, die ich nicht im Griff habe, die grösser scheinen zu sein als ich und die mir Angst machen. Und dann in einem zweiten Teil, und da wird es jetzt zum Glück, verändert sich das jetzt ein bisschen, schreibe da mal eine alternative Realität. Und ihr werdet es dann sehen, wenn wir ihn zusammen lesen im Detail. Aber da kommt der Psalmist und sagt, ja, es scheint so, als ob die Nationen, die Könige, die Macht alles dominieren. Aber weisst du was? Der Herr im Himmel ist souverän. Gott ist so viel grösser. Gott wird nicht nervös. Gott ist nicht unruhig, sondern Gott ist so viel grösser als das. Und es ist zum Teil, ich finde es zum Teil schwierige Sprache. Zum Teil auch schwierig, mit irgendwie der Sprache vom Neuen Testament übereinzubringen, aber es ist ein Bild davon, wie souverän, wie gross Gott ist, wie stark er ist. Und es ist schon fast eine Scham für die Könige und die Nationen, wo wir vorher gemeint haben, dass sie das ultimative Sagen haben. Und dann kommt in einem dritten Teil, was ich bereits gesagt habe, was eines der Hauptthemen ist. Ich habe Angst, dass ich einen ganz grossen Schreibfehler mache, aber ist ja egal. Im dritten Teil geht es um den Messias. Da erinnern sie sich daran, hey, wir haben das Versprechen, dass eines Tages der Gott, der im Himmel oben thront, der Gott, der grösser ist als all die Sachen, dass er wird auf dieser Welt sein Reich herstellen wird. Dass er wird Gerechtigkeit bringen, dass ein König wird kommen, der all die Sachen, die zu dominieren scheinen, wird zurechtweisen. Dass Gerechtigkeit wird kommen. Es ist die Hoffnung in dem Ganzen inne. Und dann als letzter Teil
kommt als Schlussfolgerung davon die Einladung. Und sie ist, im Psalm 2 ist sie an die Könige der Welt gerichtet. Die Einladung, zur Vernunft zu kommen und zu sagen, hey, Freiheit und das Leben ist nicht zu finden in der Auflehnung gegenüber Gott, ist nicht zu finden in der Unabhängigkeit, sondern im Unterordnen. Im Verstehen, dass es da einen Gott gibt, der real ist, der gross ist, der regiert, der eines Tages wird sein Königreich auf die Welt bringen. Und das glückliche Leben, das gute Leben, haben die das verstehen und Teil von dem Königreich werden. Nicht die sich auflehnen dagegen, sondern sagen, weißt du, bei ihm suche ich Schutz. Zu ihm gehe ich. Und das ist so ein bisschen der rote Faden vom Psalm 2. Und jetzt möchte ich euch einladen, die Stina darf schon mal, ist die Stina da? Ja, super. Die Stina darf schon mal den Weg vorne machen. Und ich möchte euch einladen, wenn die Stina den Psalm vorliest, die Gedanken, die Worte nicht nur zu hören, sondern mitzubeten. Gott einzuladen in das rein und ins Gespräch kommen mit ihm. Stina, darfst gerne raufkommen. Und sie wird ganz langsam und gemütlich durch den Psalm durchlesen. Und nachher anschließend machen wir schon 1 Minute, 2, wo wir einfach ein bisschen Jael am Piano haben, wo ihr dürft mit Gott ins Gespräch kommen über den Psalm und was er euch möchte sagen. Der von Gott erwählte König. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit. Und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht: Ich selbst habe meinen König eingesetzt hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König: Ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung. Ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe. Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt. Lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden.
Dient dem Herrn mit Ehrfurcht. Zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Ja, Vater im Himmel, Jesus Christus, Heiliger Geist, ich danke dir vielmals für die Hoffnung und Zuversicht, die wir haben dürfen. Ich danke dir vielmals, dass wir mit diesen uralten Texten dürfen mitbeten, dürfen mitleiden, mitspüren. Die Spannung, die wir uns drin befinden, manchmal. Und gleichzeitig den Zuspruch dürfen ernst nehmen, persönlich annehmen. Du bist so viel grösser. Und du bist nicht beeindruckt und beängstigt von den Sachen, die uns oftmals irgendwo Angst machen. Und so bete ich jetzt gerade für ganz spezifische Situationen heute am Morgen, da vor Ort oder im Livestream, wo wir Angst haben, wo wir uns bedroht fühlen. Wo wir das Gefühl haben, das letzte Wort ist gesagt, ist gesprochen. Ich bete, dass du kommst mit deinem Wort. Jesus Christus, dass du kommst und ein neues Wort sprichst. Dass du uns Hoffnung und Zuversicht gibst. Nicht irgendwie in die leere Luft raus denkt und gehofft, sondern basiert darauf, dass du der wahre König bist. Dass die Welt und das Weltgeschehen, dass es sich muss dir unterordnen muss. Wir möchten es mehr und mehr sehen und erleben in unserem Leben, wie dein Reich hineinbricht. Wie Heilung und Wiederherstellung passiert. Und wie wir der Welt zeigen, wie es aussieht, wenn du wirklich regierst. Danke für, dass du jeder von uns kennst, weißt, wo wir das brauchen, dass du uns neuen Mut zusprichst. Dass du uns siehst und dass du Situationen kannst und verändern, Jesus.